Die Damen und Herren, mein Name ist Thomas König, ich bin Philosoph zu noch am Lycée. An den heute Video aus eine kleine Aufführung an dem Programm von der Premiere am Fach Philosophie, weil eben im Moment Kuren ein bisschen kompliziert sind, weil Kuren haben das ein bisschen kompliziert. Was wir an diesem Video werden gesehen, ist, was Epistemologie ist, auf der einen Seite, und dann gucken wir uns auch den René Descartes an. Das heißt, wenn wir in diesem Video machen, ist genau dieses Schema wie in den anderen Videos. Wir gucken uns kurz an, wen der Autor war, für was er wichtig ist. Da gehen wir uns auch gucken, was für die Schüler wichtig ist, was der Lehrer soll, was er wissen soll für Prüfungen, respektive für ein Examen. Und dann ganz zum Schluss, im dritten Teil, gucken wir uns ein paar Tipps und Tricks an, wie man am besten kann und Materie rumgehen. Das heißt, wenn der hier am Videosicht zur Epistemologie, respektive zum Descartes aussicht, dann sieht er wahrscheinlich auf der falschen Platz. Das heißt, das wirklich ein Video, das für Primärschüler, für denen eben zu helfen. So, fangen wir hier an mit der Frage, was ist Epistemologie? Epistemologie ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern, Epistemia und Logos. Das heißt, auf der einen Seite das Wort Wissen, Epistemia, und auf der anderen Seite das Wort Studie, wenn er will in diesem Fall, das ist die Studie vom Wissen. Das ist die Epistemologie, also von den Teil von der Philo, den sich vorstellt, was ist Wissen, respektive wenig weiß etwas. Das heißt, die Standardfragen, die da kommen, ist eben Fragen, die ich schon gestaltet habe, was das Wissen, zweitens, ist wenig weiß ich, dass ich etwas weiß. Mehr Wort, Frage zum Beispiel, was das Unterschied zwischen Wissen und zwischen Glauben, respektive Aberglaube. Das sind am Anfang die Fragen, mit der die Epistemologie sich befasst, wird wirklich ganz kurz zu halten. Lass uns froh an dem Kontext vom Premierskurs haben wir drei Autoren, den Descartes, den Hume und den Kant. Für was sind die relevant, für was hängen die zusammen? Die Situation, die wir am Anfang am Kurs, am Anfang vom Kurs, am Anfang rumfahren, als die von Descartes, das heißt, wir sind am Anfang nur Mittelalter, wir sind nur der Renaissance, und wir sind einfach vier von der Welt der Moderne. Descartes gilt ja als den ersten modernen Denker, dem nur wen freut, also eben nicht Descartes, sondern Descartes als eben Mitdenker von der Moderne. Auf alle Fall, die Situation ist die heute am Mittelalter, und ich vereinfache drastisch, am Mittelalter haben die Leute extrem viel auf Glauben vertraut. Nur im Mittelalter, respektive im späten Mittelalter, ist die Sicherheit, das Vertrauen von der Welt ein bisschen auf Frage gestellt ging, weil Christentum von allen Seiten intern auch auf Frage gestellt wurde. Die hat andere Kirchen, die sich gegründet haben, und die Leute waren sich nicht mehr 100% sicher, wem sie was sollten glauben. Und dafür ist eben die Sache mit dem Glauben ein bisschen als man sicher angesehen zur Zeit von Descartes wie im Mittelalter noch. Was auch geschieht ist, am Mittelalter waren eben kreuzt sich die Hunde via Umwehr die Antik-Denkerin zurück an Europa bräuchte, weil die war ja vor dem Mittelalter, wie das Mittelalter angefangen hat, wo sie ziemlich alle Philosophie-Schule zum Beispiel müssen aus Europa fortgehen, aus Gründen von der religiösen Toleranz, die waren halt nicht so toleriert. Die sind dann entdeckt gehen am späten Mittelalter, und das ist dann am Anfang das, was dazu beigetragen hat, dass man auch die Renaissance in Europa kruten. Was dann an der Renaissance war, wie ihr nun schon seht, ist, dass die Leute gemeint haben, wir kämen aus dem dunklen Zeitalter von der Ignoranz auf dem Glauben raus, und wir kämen an ein neues güldenes Zeitalter vom Wissen, wo man dagegen eben das entdecken, was die Antikautoren sich gedacht haben. Und das hat eine Zeit schon ein bisschen geklappt, bis dass sie angefangen haben zu merken, dass sie an der Antike auch Ideen hatten, die vielleicht 1500 Jahre noch nicht mehr so applikabel waren, respektive dass die Wissenschaft an der Antike auch falsch, weil sie einfach verschiedene Sachen gedacht, gemeint, als Wogen angeholt, die nicht wirklich gestimmt haben. Das heißt, die Situation, die wir jetzt haben, ist, dass es ganz kompliziert ist zu wissen, wie man kann vertrauen. Auf der anderen Seite ist es auch ganz kompliziert zu wissen, wenn die Wissen stimmt. Und da hat dann Leute, die so, wir können nicht wissen. Die hat Leute, die so, wir müssen leben, und die hat Leute, die sich froh bestellen, was ist Wissen, oder wenn ich kann ich etwas wissen. Und in dem Kontext von Unsicherheit von der Welt, in dem Kontext hat dann Denkerin, die Basislehre von dem, was man heute die Wissenschaft nennen, die hat an der Philo, zum Beispiel der René Descartes,
Der René Descartes, den ganz wichtig ging, als weil er darüber insistiert hat, dass die Methode wichtig wäre, dass er nicht egal was Kind machen, aber dass er am Anfang methodisch muss vorgehen. Und dann hat er den Francis Bacon, den am Anfang gemeint hat, dass es ganz wichtig wäre, keine Theorien aufzustellen. Das heißt, am Idealfall soll er so viele Experimente wie möglich machen, für sich immer mehr nur um Fakten rumzukämpfen von der Welt. Aber es soll vermeiden, Theorien aufzustellen. Weil, wenn ihr eine Theorie aufstellt, dann möchte ihr am Anfang eine Abstraktion von der Realität um Terra. Es zieht ein Modell daraus. Und das Problem ist, dass es quasi unmöglich ist, alle Einzelfall aufzudecken. Das heißt, eine Theorie ist am Anfang eine Vereinfachung von der Welt von den Fakten. Die Theorie ist am Anfang der gemeinsame Nenner. Und Francis Bacon hat gemeint, dass das am Anfang nicht so gut wäre. Das heißt, es soll probieren, so nah wie möglich in den Fakten zu bleiben und so lange wie möglich keine Theorie aufzustellen. Aber wenn ihr eine Theorie aufstellt, dann immer nehmen mit der Optik auch, dass sie kein falsch sind. Und das sind am Anfang von der Welt die zwei Basisausstellungen, die zu unserer modernen Wissenschaft geführt haben. Das heißt, wenn ihr den Vergleich machen wollt, an der Antike, respektive im Mittelalter, gab es auch Leute, die sich mit wissenschaftlichen Fragen beschäftigt haben. Kann ich auch von Wissenschaftlern an der Antike schwätzen. Den Unterschied zwischen dem, was wir heute Wissenschaft nennen, und dem, was 400, 500 Jahre, was nicht Wissenschaft genannt wird. Wissenschaft wird am Anfang recht seit grosso modo 200 Jahren benutzt. Dafür wird die von Naturphilosophie geschwärzt. Das heißt, Philosophie ist am Anfang die Wissenschaft, mit der alles kann erforschen. Also, ja, die Leute haben das immer gemeint, ne? Und auf alle Fall hat er von Naturphilosophie geschwärzt, weil eben Philosophie hat Natur studiert. Natur, du hast gemeint, alles, was existiert. Das heißt, an der Antike hat er dann eben Naturphilosophen, oder das, was wir heute Wissenschaftler nennen, oder auch nicht, Naturphilosophen, die dann eben Theorien aufgestellt haben, die probiert haben, Fakten zu finden, die auch ihre Theorie bestätigt haben, respektive umgedreht, die Fakten festgestellt haben und die dann darüber Theorien aufgebaut haben, bis wir das heute auch machen. Das, was eben ernst war, als das an der Antike das Experiment nicht so wichtig war. Das, was mehr wichtig war, war am Anfang die Erfahrung, mit das man kritisch umgegangen. Das heißt, wenn eine Theorie aufgestellt wird, dann aus dem Mann auch vorgestellt gehen, dann sehe ich da geguckt, was bestätigt die Theorie. Und das nicht unbedingt so geguckt, ob in Theorie kein testen. Dafür, das wäre am Anfang von den fundamentalen Unterschieden. Wenn ihr eine Theorie nicht so testet, wenn ihr nicht guckt, eine wissenschaftliche Theorie, wenn ihr nicht guckt, ob ihr das so, die Wissenschaftler machen, ob ihr die kann auch reproduzieren, dann hat ihr am Anfang ein Problem. Dann ist es ein Mangel an Rigor, an den ist meistens unverzeihbar. Aber das ist dann eben noch der fundamentale Unterschied zwischen antiken und modernen Wissenschaftlern. Gut, also resümieren. Die Situation ist die heute, wir sind nur im Mittelalter, wir sind nur der Renaissance, wir sind unter Schwell von der Neuzeit. Wir haben auf der einen Seite den René Descartes, der sieht, wir sind methodisch fähig, und auf der anderen Seite Francis Bacon, der sieht, wir müssen ganz viele Erfahrungen machen. Passt heute, das ist absolut nicht relevant für den Examen oder für die Prüfung, aber es ist wichtig, es gibt drei große Bacons, zwei davon sind Philosophen, die auf der einen Seite Roger Bacon und Francis Bacon. Wie gesagt, verhaltlich, Wissenschaft ist gleich Francis, und dann hat er nach Kevin Bacon, den hauptsächlich bekannt ist, auch wenn es seine Rolle am Film von 1990 im Land der Raketenwürmer, den philosophisch ein bisschen weit weg vom Thema hier ist, aber wie gesagt, drei große Bacons. Wir sind also heute zum Schluss von der Phase 4 der Moderne von der Welt, respektive wir sind noch nicht ganz an der Moderne, wir sind beim René Descartes angekommen. Der René Descartes, der ja als den ersten modernen oder ein guter Kandidat für den Titel von ersten modernen Denker angesiegt. Der René Descartes, den stellt sich dann eben froh, wenn ich ihn etwas wissen kann. Und auf der einen Seite hat er die Sicherheit vom Glauben, dass sie just Sicherheiten das wissen. Auf der anderen Seite hat er dann Skeptiker, das heißt die Leute, die sagen, dass es kein Wissen gibt oder wann nicht Wissen gibt, dass Menschen zu viel begrenzt dafür, das zu kennen. Und dann hat er damit eben den Descartes, den sich vorstellt, was kann ich wissen. Das ist den ersten Autor, den wir gesehen haben, mit seiner echten Position haben, in diesem Fall Position vom Rationalismus. Den zweiten Autor, den wir in diesem Dossier machen, ist David Hume, den nicht mit dem Descartes wird auch verstanden sind, den könnte man eine komplett andere, weil können es eine andere Perspektive.
Die kennt man der Theorie vom Empirismus an dann hat er, wenn der Welt Synthese die gemacht wird durch den Immanuel Kant, das ist dann den dritten oder letzten Autor von diesem Dossier. Und die könnte man mit seiner Theorie vom Kritizismus, die kombiniert die zwei echt Autoren dann ein bisschen. Für die Prüfung, oder für die Question Reflexion personell, was für ihr von der Schüler sieht interessant kennt sind. Aber echt Bemerkung, die muss bedenken, die Fragen, die ich hier aufzählen, die werden nicht in der Form an der Prüfung kommen, weil sie sind ein bisschen zu viel abstrakt. Das heißt, wenn der Fragen zu denen Themen kriegt, da werden sie schon echt so präzise Sachen angewandt sind. Das heißt, was kann kommen als zum Beispiel froh, was aus Wissen. Also du musst erklären am Anfang, was eher Auffassung von Wissen ist. Und das ist gesehen, ja am Anfang 3 Auffassungen. Du hast dann zum Beispiel eine mögliche Antwort, ich bin auch verstanden mit Descartes, ich bin auch verstanden mit Hume, das geht natürlich nicht durch. Das geht auch ganz wichtig nicht durch, dass er anfängt einfach aufzuzählen, den Descartes dann hat gesagt und ich bin überzeugt, haha, also das ist für mich das tut Wissen. Dann kriegt er am Anfang von mir keine Punkte kriegen, weil das war nicht froh ist, wenn ich etwas wissen, dann will ich nicht hören, dass ich mit Descartes auch verstanden bin, das würde ich da will hören, als wenn er mit Descartes auch verstanden ist, für was? Weil für was aus ihrer Meinung nur den Descartes, den der Recht hat, respektive wenn man keinem auch verstanden ist, für was sind sie dann eben alle guten Mols wie, ne? Das wird die echt froh, eine andere Frage, die kann kommen, ist ja, wo hier weiß ich zum Beispiel, dass 1% 2 ist. Kann auch kommen. Oder ja, eben all die Sachen, die am größten Ganzen mit Wissen zu dienen, eine Frage, die sich auch kein stellen, als können wir überhaupt etwas wissen. Und Skeptiker nicht am Anfang recht, ne? Oder eine Frage, die auch kommen, ist ja, was grenzt zwischen Wissen. Aber klar, wenn ich hier zum Beispiel so ich weiß, dass das heute mein jetzt anders, okay, alle Menschen haben das verstanden, wo hier weiß ich das? Für was darf ich behaupten, dass ich das weiß, respektive darf ich das überhaupt behaupten? So, weil ich gesagt habe, die 3, 4 Fragen, die ich heute erwähnt habe, die werden nicht in der ranger Form an der Prüfung kommen oder am Examen, weil sie zu viel abstrakt sind, weil die Question Reflexion personell echt auf einen konkreten Text oder Punkt bei einem Autor bezogen ist, und hier sind wir immer nicht bei Autoren. Das heißt, mache ich Gedanken dazu. Das ist auch vielleicht interessant, dass ich die Gedanken mache, ihr da anfängt, ein Dossier zu lehren, respektive theoretisch hätte ich das ja schon können am letzten September als Auftrag gehen, ich die Fragen zu stellen. Wurde bestimmt gemacht, vertraue nicht. Nee, das was aber auch wichtig ist, dass den Dossier hier, also für ich, du weißt, wenn den Dossier wird lehren, und als vom Inhalt hier schwer, auch von der Spruch hier, den Descartes und Kant sind auch nicht berühmt, dafür einfach zu lesen zu sein. Erstaunlicherweise, wenn den Kant hält, seine anderen Bücher, die sind viel mehr abordabel. Boah, wir hatten heillos so geschrieben, nicht, wie ein Lu geschrieben hat. Egal. Auf jeden Fall, wenn der dort macht, den Dossier guckt, probiert, ich Zeit zu gehen, ranzukommen, ich weiß, ein Examen, als ich demnächst mit Zeit, das ist wichtig. Probiert dich da hinzusetzen und probiert wirklich Probleme zu verstehen, probiert an dem Mindset vom Autor ranzukommen. Wenn er nämlich den Dossier lehrt, einfach just plan auswendig lehrt, ohne wirklich zu verstehen, um was es geht, das geht leider nicht durch. Und den Dossier ist relativ schwer, weil er eben abstrakt ist, weil er weit weg ist im Vergleich zu den 2 anderen Dossiers, zu den Fragen, die wir uns am Alltag stellen. Am Alltag stellen wir uns die Frage nicht, wenn kann ich etwas wissen, in der Form, und trotzdem müssen wir es vielleicht machen, weil die Frage ist am Anfang brandaktuell, weil, wenn man zum Beispiel feststellen, seit das Internet sich demokratisiert hat ja am Anfang an Menschen die Möglichkeit, Videos auf YouTube zu setzen, zum Beispiel, und du egal was zu erzählen. Und dann ist natürlich froh, die Leute draußen, wo hier wisst ihr, dass die Person, die am Gang, wenn der Video guckt, zum Beispiel, oder ist das auf den sozialen Medien, hat ja auch hunderte von tausenden von Leuten, die sich äußern, wo hier wissen, dass das keine Propaganda ist. Und die hat natürlich auf der anderen Seite noch die Leute, die so, dass die Medien, dass die klassischen Medien, dass die alle gut lesen, gut permanent von Fake News geschwärzt. Dass sogar der Begriff vom postfaktischen Zeitalter ist ja auch schon gefallen, was am Mengen an einfach ein bisschen verwirrend ist, wenn der Gucke geht, es noch wahrscheinlich immer mehr Fakten zu finden. Trotzdem sie bewusst, wo sind sie? An dem Sinn wäre es haut, die Situation haut, wir haben von gewiss vergleichbar mit der Situation von Demos von Descartes, zur Zeit von Descartes, wo die geliefert wird,
hun sich Alternative von der Welt zu dem offiziellen Dogma von der christlicher Kirche in Europa abgemacht. Es sind Leute, die Meinung gesucht haben. Es sind auch Leute, die gemerkt haben, dass das, was ihnen als Vorrecht angeholt wird aus der Antike, dass das falsch war. Und da waren dann eben ganz viele Leute, die sich vorgestellt haben, was kann man überhaupt noch wissen. Und hier ist es genau dasselbe. Wir sind vielleicht nicht bei seinem Moment, aber nicht bei seinem fundamentalen Paradigmenwechsel, wie dem zur Zeit von Descartes mit Frost noch immer genauso aktuell. Bon. Darauf gebe ich proposieren, dass wir dann einfach rübergehen zum René Descartes. Und dann fängt man direkt an mit der Introduktion, nämlich seine Biografie. Naja, den René Descartes war ein französischer Philosoph, hat aber auch an der Mathe ein bisschen gewickelt, kann ihr vielleicht noch der Repère Cartésien, hat am Anfang ein interessantes Leben geführt. Er hat gelebt von 1596 bis 1650. Von der guckt, am Teil für drin hatte ich ja gesagt, dass Descartes als echter modernen Denker gilt. Das Mittelalter hält offiziell, was gibt zwei Daten, 1453 mit dem Fall von Konstantinopel, respektive von der Welt die Befreiung von Spanien durch Katholiken, die Muslimen rausgeschmissen haben. Das sind die zwei Daten, die können geholt gehen. Auf der einen Seite, wurde 1492 die Entdeckung eben von Amerika durch den Kolumbus. Wenn man guckt, 1492 bis 1596, da sind 100 Jahre dazwischen. Das ist doch schon ein Stück nur Mittelalter, aber wir sind noch nicht ganz in der Neuzeit. Anyway, den René Descartes gilt als eine ganz interessante Figur und hat auch ganz viele interessante Anekdoten, die ich noch nicht erzähle, weil wir sie auch an einem Video, die soll auf den Examen vorbereiten. Die Sachen können alle gut gerne nur lesen, denn Descartes wirkt, wenn ich sein Bio bis gucke, noch wie eine ganz sympathische Person. Aber das sind alles irrelevante Details. Das, was für euch am wichtigsten ist, als die kleine Episode, die am Winter von 1618 an einem Busch hat. Also, den 30-jährige Krieg hat 1618 angefangen, und René Descartes hat sich an der Armee vom Herzog von Bayern angeschrieben und ist da mit der unterwegs gewesen. Und am Winter haben sie dann am Busch irgendwo übernächtigt und den Descartes hat, bei den einen sind für eine Sauna, die anderen sind für einen Ofen, egal, hat an einem Zimmer geschlafen, das geheizt war, wo der Plafond gewölbt war. Und irgendwie hat er einen Dram gehabt, bei so für einen Dram, von einem System von Repären von der Welt. Hier hat am Anfang die Idee, dass das ganze Universum kennt, geometrisch durchgestaltet kennt. Das heißt, am Anfang kennt er die X-Achse, die Y-Achse, Z-Achse, und da sind du am Anfang, wenn ihr die Repären hat, dass ihr kennt alle einzelnen Punkte am ganzen Universum am Anfang bestimmen. In dem Moment geben wir alles kennen, an dem Moment können wir alles ausrechnen, an dem Moment geben wir alles, was wissenswert wäre, respektive was ihr Kind wissen, auch können wissen. Das heißt, wir haben am Anfang den Rahmen gehabt, von dem man den Mathesis Universalis nennt. Braucht nicht zu verhalten, das ist zu erklären, wie ich das recht zu erklären. Das heißt, was Descartes am Anfang gemacht hat, war der Meinung, dass das Universum an mathematischer Schrift geschrieben wäre. Mathematische Schrift von der Welt, die als verständlich wird, Vernunft, das ist logisch in dem Sinn. Der Mensch ist fähig, logisch zu denken, und dafür hat er dann probiert, ein Modell aufzubauen, den rational ist, und da sind wir schon schnell beim Rationalismus. Das ist schon von kurz zu fassen, denn Descartes, französischer Philosoph, seine Daten für die Prüfung nicht ganz wichtig, weil es ist, dass er vor Hume gekommen ist. Denn René Descartes hat gemeint, es muss das ganze Universum mathematisch erklären. Und Mathe heißt am Anfang, dass da ein Spruch ist, den der Mensch kann verstehen. Das heißt, ich war der Meinung, dass es möglich wäre, ein sicheres Wissen von das so ziemlich alles erklären, was erklärbar wäre. Bon, wenn du guckst, was doch wichtig ist, denn Descartes hat als Ziel, sicheres Wissen zu finden. Mir war doch wichtig, dass es ein historischer Kontext. Am Mittelalter war so ziemlich alles unsicher. Die Leute haben gelebt, Wissen als auch nicht unbedingt aktiv encouragiert ging. Auch wenn Wissenschaftler da waren, die Leute waren nicht alle so barbarisch und ignorant, wie man dann immer durchstellen oder durchgestaltet kriegen. Aber Wissen ist nicht aktiv encouragiert, kritisch denken auch nicht immer.
An dem Kontext tut dann eben just 2 Sachen, die aus der Antike überliefert goen, die absolut als sicher geholl gesinn, nämlich Mathe an Logik. Das heißt, no Mittelalter, wann der Lo ihr Haut vom Descartes rauf versetzt, hat am Funk nicht, was über Jahrhunderten als sicher ugeholt gouf, als eben die doten 2 Sachen. Und das erklärt dann auch, wie wat Descartes ob die Vernunft vertraut, ob die Logik vertraut. Das erklärt am Funk wahrscheinlich, wie weit der Rationalismus dann noch ugeholt wird. Wenn man nämlich nur im Nachhinein gucken, Rationalismus kann ich gerne ugreifen, das ist auch eine Theorie, die ein bisschen schwer zu verteidigen ist, einfach so. Und Descartes war, par contre, war kein Dummen, das ist nicht auf den Kopf gefallen, hat nicht einfach als Dummheit gemacht. Das ist wahrscheinlich aus dem Kontext heraus, dass ein DW gegangen ist. Der Rationalismus als eng philosophische Strömung, die man auch schon an der Antike haben, das nicht, dass Descartes erfunden hat, die sieht 3 Sachen. Erstens, die Realität, das Universum ist geschrieben an mathematischer Spruch, logischer Spruch, vernünftiger Spruch, auf jeden Fall an einer Spruch, die der Mensch kann verstehen, dank seiner Vernunft. Wir sind fähig, vernünftig zu denken oder logisch zu denken. Das Universum ist geschrieben an logischer Spruch. Und genauso wie eine Person, die Lützeburg versteht, fähig ist das ein Video zu verstehen, wenn ob Lützeburg ist, klappt die Kommunikation zwischen unserer Vernunft und dem Universum von der Welt. Wir können das Universum kennen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, das Wissen ist an unserer Vernunft dran, in Form von Ideen. Und die dritte Sache ist, es gibt außerhalb von unseren Ideen keine Quelle vom Wissen. Alles, was man wissen könnt, durch die Ideen. Und das ist als Sinner zum Beispiel, wenn die guckt, die hört mich am Moment, die hört mich, die sieht mich. Das wäre für Rationalisten nicht sicher zu wissen. Auch wenn da könnt am Alltag ganz gut damit leben, es wäre unsicher. Dass ich lohai sind ich mit die schwätzen, dass die mich gesehen bleibt unsicher. Das Einzige, was wir sicher wissen können, ist etwas, was ideal ist von der Welt. Nicht ideal, aber ideal. Man fängt an, kommen wir bei Mathe für den Examen, das was wichtig ist, ist zu wissen, was wollten Descartes? Hier wollte sicher Wissen finden. Denn Descartes war auch der Meinung, dass es möglich wäre, Basis von dem Wissen zu finden. Und dann hat er die Metapher vom Baum, die er vielleicht auch in der Klasse gemacht hat, von der Wurzel von hat, Prinzipien, ob da könnt alles aufbauen, wenn die solid sind, da kriegt er einen stabile Baum. Daraus können dann die anderen Wissenschaften raus deduzieren und dann hat er natürlich unter der Stamm hat er auch Äste und den Äste dann an die Früchte vom Baum, von denen er dann auch könnt profitieren. Das heißt, das Wissen, was Descartes sieht, als ein absolut sicheres Wissen, was man fangen, wenn man Prinzipien von tun, ob denen das Wissen aufbaut und daraus können man dann den Rest aufbauen oder daraus heraus deduzieren. Das heißt, was Descartes möchte, und dann kommen wir bei den Text, dass hier seht am Fond, dass will alles auf Frage stellen, alles, was man können wissen, will auf Frage stellen, für herauszufinden, ob es irgendetwas gibt, was mehr stark ist wie ein Froh, respektive wie ein Zweifel. Dafür den ersten größten Punkt normalerweise an einem Dossier, den er von einem Prof dann ausgedeelt hat, ist Prüfung vom Zweifel, respektive wie im Französischen heißt l'épreuve du doute, Prüfung. Das heißt, Descartes hält den Zweifel und ihn zweifelt an allem, was es gibt, für zu gucken, ob es irgendetwas gibt, was mehr stark ist wie den Zweifel. Und dem Moment, wo er das gefunden hat, dem Moment hat er etwas, woran er nicht kennt, Zweifel, was am Fond dann an seine wieder indubitable wäre. Und er hat gesagt, ja, es ist so sicher, dass er nicht kann daran zweifeln, außer wäre komplett verreckt, wie zum Beispiel eben die Skeptiker. Also Descartes war okay Freund von den Skeptikern, weil hier in der Meinung war, dass es Wissen gehen. Also, das ist die Ausgangsposition. Mir. Denn Descartes sieht nur sicherem Wissen aus der Meinung, dass man Basen müssen finden, nicht entwickeln, wir finden, die sind dabei, wenn der Welt. Die gehen als gehen, aber wenn man die bis hin, kann man darüber aufbauen. Und dafür könnten Descartes dann eben mit der Épreuve du doute und fängt dann alles auf Frage zu stellen. Und dafür geht es dann noch dabei, geht es methodisch 4. Methodik haben wir ja schon, wichtig beim Descartes. Ihr fängt an mit den Sachen, die am Anfang am unsichersten sind, zum Beispiel mit unseren Sinnen. Es kann ja mal vorkommen, dass man Sachen gesehen, die ja wirklich nicht da sind, kann Sinn, wenn da ich hier stellt, Beispiel von Descartes auch, stell dir mal vor, die hat ein Glas Wasser. Er hat kein Glas geholt, an immer egal, stell dir schon von mir vor, der hat ein Glas Wasser und jetzt zappt ein Bic oder ein Crayon an das Glas, da gesagt das aus, wie wenn den Crayon gebraucht wäre. Wenn er den Crayon aber aus dem Wasser rauszieht,
da gesagt aus sie wollen nicht gebracht werden du hast dann eben froh was aus die richtige Realität wenige sind statt richtig aus der Kreativität gebracht oder aus der Wirklichkeit nicht gebracht bon. Unmöglich einfach zu fallen du hier seht die Karte wir können also Sinne nicht unbedingt vertrauen nicht dass als Welt nur leben halt funktionieren sie nicht so gut wie sie sollten wir können ihnen nicht vertrauen und durch hier eliminieren wir sie als Quell vom Wissen mit Zweifeln also und allem was man durch als Sinne als Informationen kruten das heißt konkret was damit geschieht aus das die Welt rundherum ist die geht auf vorgestellt respektiv der Fakt dass man Kipo mich spielen also Kipo mit also Sinne geht auch auf vorgestellt das heißt denn die Karte zweifelt nicht direkt darunter dass eine Welt dabei ist wir können nicht wissen wir können auch nicht wissen dass man Kipo und hey, klein sag ich so meine Schüler das auch immer der Tisch nicht dass in die Karte unbedingt alles die Existenz von allem vorstellt der Tisch just dass ihr seht dass man nicht wissen können das gesehen man bis mich spät sein Zweifel ist theoretisch der Tisch stellt nicht theoretisch froh wenig kann ich wissen der Tisch nicht dass man etwas praktisches machen wenn du zum Beispiel willst du hingehen und einen Schluck Wasser trinken da stellen sich nicht froh aus das Glas du real aus das Wasser real an die Hand mit dem ich das Glas aus der real wir sind halt an der Theorie wir sind nicht an der Praxis erste Etappe Sinne zweite Etappe die Überlegungen passt auf nicht Gedanken mehr Überlegungen denn die Karte seht dass hier genauso ein Tendenz hat sich zu irre beim Notdenken wie alle andere Menschen und dafür kennt es Sinn dass sich auch schon mal geht wird und dafür seht dann hey, ich kann mir vorstellen dass irgendeine von meinen Überlegungen falsch ist und dafür rejegieren ich all meine Überlegungen als total falsch. Das muss man nicht sehen dass ich mich geht und es kann Sinn aber schon lange weil den Zweifel geht alles als falsch eliminiert. Bon, lo kennen dann dem die Karte so ja mir lachte Kollege wenn du dein Reden hältst du setzt du hin du überlegst löst du überprägst 3 Mal da kannst du aber trotzdem deinen Überlegungen nach vertrauen und da könnten die Karte mit der Hypothese vom böse Geist dem Malin Genie Malin mal böse Geist eben die steht nicht an dem Text die also ein anderer Platz mehr Ball das ist auch eine Hypothese denn die Karte sieht das meist könnten vorstellen dass es irgendwo ein böse Geist ist den sich amüsiert als umzulehen an den gaukelt als am Funk 4 das 1 plus 1 zum Beispiel wir mengen dass 2 wäre mehr Wirklichkeit wäre 3 das heißt sogar wenn man richtig evaluieren geben wir als aber ihren weil die böse Geist als eben geben manipulieren und wir geben die Sache für wo wollen ja Wirklichkeit falsch wären das heißt wir können also Evaluierungen im Moment am Funk auch nicht vertrauen und die gehen dann auch eliminiert. Das heißt, was eigentlich nur noch bleibt, sich ist Gedanken. Und da kommen wir dabei die dritte Etappe. Das ist dann die Etappe du Rêve von der Welt. Die dritte Etappe, wo die Karte sieht, so ja, stelle ich mir vor, die sieht am Gang zu drehen, dass da auf YouTube sieht, am Gang ein Video abzuholen. Und in Wirklichkeit drehen die das just. Das heißt, die sieht gar nicht am Gang ein Video für YouTube abzuholen. Das heißt, die könnt am Anfang gar nicht wissen, ob das real ist oder nicht. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, wenn das wirklich so drehen, dann ist das ja nicht real, dann ist das ja ein Drama. Bon, wir können nicht wissen, ob man drehen oder nicht. Wir können richtige Kriterien, den das erlaubt oder Unterschied zu machen. Und wenn man drehen sollte, dann ist es nicht real. Und dafür muss man dann alles eliminieren, was uns jemals an den Kopf kommen ist, als unsicher. Das heißt, nein, ich rekapituliere die Prüfung, die tut für dich, zweifeln die Karte und unsere Sinne. Dann zweifeln an unseren Überlegungen und da können eben die Geschichten mit dem Drama, wir können nicht wissen, ob wir wirklich sind oder nicht. Und dafür zweifeln einfach an all dem, was noch übrig geblieben wäre. Das heißt, technisch gesehen, dass alles auf Frage gestellt wird. So, was wichtig ist, ist auch die Frage vom Zweifel von Descartes. Die Frage bestimmt, von ihrem Prof gesagt, hey, da sind Charakteristiken vom Zweifel, die stehen auch nicht teilkein am Text. Die kann sich am Anfang von der Welt von den Tischenzeilen liest, kann den Stern raus resümieren. Ich habe schon ein paar indirekt angeschwärzt, ich meine ganz kurz. Die erste Sache, wichtig, ein Zweifel ist methodisch, der Tisch die Karte fängt nicht an und stellt sich froh, kann ich dir an die Sache wissen, und dann hopst du bei die nächste Sache, dann hopst du bei die dritte Sache, dann hopst du etwas komplett anderes und tak, so schön. Ohne Ordnung, den Zweifel ist methodisch, der Tisch, wir fangen mit einer Sache an, das Sinne, und dann gehen wir rüber bei die nächste Sache, die Überlegung, und dann gehen wir weiter bei einer weiteren Sache. Den Drama in diesem Fall. Das ist die erste Sache. Zweifel als methodisch. Zweite Sache, Zweifel als systematisch. Das heißt, wenn ich bei einem System bin, zum Beispiel bei meinen Sinnen, und ich stelle fest, dass mein Sinn, dass
dass Beispiel gibt, wo meine Sinne mich getäuscht tun, wo ich meine Sinne nicht vertrauen kann. Bei dem Moment will ich dann Kohärenz nehmen mit mir selber und ich eliminiere einfach das ganze System. Das heißt, systematisch. Ne? Die Sinne sind eliminiert, gehen wir rüber bei dem nächsten System. Hey, ich habe mich engagiert bei einer Evaluierung. Also, all die Evaluierungen, all die Demonstrationen, die ich als Woche angeholt habe, eliminiert. Dann, wenn er nach hat, aus dem Zweifel als theoretisch, das hatte ich auch schon erklärt, wenn du hier sitzt, wenn die Karte und die stelle dich froh, was kann ich wissen, das ist kein praktisch froh, das ist ein theoretisch froh. Auf alle Fall an der Wieder von der Karte. Das heißt, von dir erst froh stellt, was kann ich machen, für mein Examen zu packen, machen, Praxis, das ist etwas komplett anderes. Dem Moment, wo dir am Examen sitzt, worum man da sitzt, an die Hut ihre Questionnaire für nicht. Im Moment fange ich nicht und froh zu stellen, ob der Questionnaire real oder nicht. Die guckt wegen froh in der Hut. Das heißt, du bist an der Praxis dran. Und dann sind wir eben an der Theorie dran. Dafür habe ich auch den Zweifel als theoretisch. Und dafür eben noch das, was ich gesagt habe, dass man nicht können wissen, ob man Körper haben oder nicht. Heißt nicht, dass in die Karte automatisch davon ausgeht, dass man können. Und das eben just an dem dritten Fall kann man das nicht als sicher und weil den Fakt, dass man Körper eben nicht sicher genug ist. Dann, was haben wir? Methodisch, systematisch, theoretisch. Den Zweifel ist radikal, radix tuessel, Radieschen kann er vielleicht. Den Zweifel will am Anfang bis ganz zum Schluss gehen, will herausfinden, was aus von der Welt Wurzel vom Wissen. Ihr wollt nicht herausfinden, zum Beispiel, kann ich wissen, dass die Mauer immer weiß ist oder nicht, kann ich wissen, dass mein Himmel schwarz ist. Das sind alles konkret Instanzen, konkret froh, wenn der Welt, wir haben wir wirklich an die Wurzel vom Problem gehen. Das an der Sache, den Zweifel also auch universal von der Welt, alles geht auf Frage gestellt, das nicht auf Frage gestellt gehen. Den Zweifel aus von der Welt hyperbolisch, das heißt übertrieben, denn Descartes seht ihr, wir können unseren Evaluierungen nicht vertrauen und da bringt er nach dem Malingenieur an der Tisch sitzen einen Kurs drauf, für auch wirklich sicher zu gehen, dass wir alles können eliminieren als Quelle vom Wissen, an dem Sinn hyperbolisch, ein bisschen übertrieben. Und das, was auch wichtig ist, zwei Sachen, ein Zweifel ist freiwillig, denn Descartes zweifelt nicht, weil er ein Skeptiker wäre, hin zweifelt, weil er will rausfinden, ob die etwas gibt, was mich stark für den Zweifel ist. Und die ganz letzte Sache, auch wichtig, den Zweifel ist provisorisch. Das heißt, Descartes ist nicht an einer Position, wo ihr seht, ich zweifle den Rest von meinem Leben und allem. Hier ist er von einer Position, wo ihr seht, dass er zweifelt, bis das etwas gefunden wird, was indubitable ist, für das er mich stark für den Zweifel ist. Und dem Moment, wo er das davon hat, ist eine Basis, die existiert, die Wurzel vom Baum, und darüber kann er eben aufbauen. Okay, da haben wir zwei Sachen gemacht mit Descartes. Alles auf vorgestellt, mit Charakteristiken vom Zweifel gesehen. Wenn wir so ein Haut von Descartes wählte versetzen, haben wir ein kleines Problem. Wir haben nicht übrig, was mich stark wie ein Zweifel wäre, außer der Tatsache, dass es den Zweifel gibt. Weil dem Moment, wo ihn zweifelt, heißt das ja, dass ein Zweifel da ist. Den Zweifel als Gedanken, das heißt, es gibt etwas, was denkt, plattdeutsch cogitare oder ich denken cogito. In dem Moment, wo ich denke, muss es mich auch gehen, auf alle Fall als Sache, die denkt. Und dafür erlaubt das dem Descartes dann zu sagen, dass es klar und deutlich ist, dass, wenn ich denke, dass ich dann Sinn, cogito ergo sum. Und für das simpel zu halten, das ist den ersten Prinzip, den Descartes findet. Den nennen wir den Cogito, findet immer Premier, Prinzip Premier, so wird genau anderer Prinzip Premier. Ne? Gut. Nee, wir schwätzen eben immer just vom Cogito, der Cogito, denn Descartes hat eine Sache gefunden, die mich stark ist wie ein Zweifel, nämlich die Vorricht, dass, wenn hier zweifelt, dass hier dann muss sein. Ganz wichtig, das ist nicht, dass hier als normaler Mensch existiert, das ist just, dass hier als Sache existiert, die denkt. Echt, Vorricht, die mehr stark ist wie ein Zweifel. So, das heißt, wir haben am Anfang den Cogito gefunden, bleibt am Anfang noch just etwas, und da sind wir durch mit dem Programm. Das nennt sich der Kriterium de l'évidence, denn Descartes überlegt, nämlich er stellt sich froh, okay, schon eine Sache, die wahr ist, woher kann ich wissen, dass es wahr ist? Und es gibt laut dem Descartes absolut gut gelehrt nichts, was ihm sieht, dass sein Cogito wahr ist, außer der Tatsache, dass es klar und deutlich ist, dass der Cogito wahr ist. Das ist an der Wieder von Descartes evident, offensichtlich.
Und dafür seht ihr die Karte an, dass all Idee, nicht all Sache, aber all Idee, die genauso klar und genau so deutlich ist wie der Cogito, dass die stimmt. Und dazu seht die Karte dann eben, das könnten als allgemeine Regel holen, Regel General müssen im Kurs stehen. Und die Regel General, die nennt ihn normalerweise das Kriterium de l'évidence. Evidence, offensichtlich. Wenn ihr guckt, eine Sache, die offensichtlich ist, eine Idee, in diesem Kontext, die offensichtlich ist, die ist klar. Das heißt, es verstehen sie vom selben, ohne dass sie es erklären, sie ist intuitiv. Sie präsentiert sich mir an eine Sprache nicht zu verlieren, ich verstehe sie automatisch. Ich fand es von der Welt. Auf der einen Seite klar und auf der anderen Seite deutlich. Das heißt, ich verwechsel die Idee nicht mit anderen Ideen. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, die sich vom selber versteht und die nicht zu verwechseln ist mit anderen Ideen, in dem Moment habe ich eine Idee, die offensichtlich ist. In dem Moment kann ich sagen, die Idee stimmt, weil eben alle Ideen laut die Karte, die genauso klar und genauso deutlich sind wie der Cogito, stimmen. Das heißt, fertig mit dem Programm. Wir haben die Preuve du Doute, wir haben die Découverte vom Cogito und wir haben die Kriterien de l'évidence. Jetzt hole ich mir just nach 5 Minuten für einen kleinen Teil drunter hängen, weil das tut für mich persönlich halt ein bisschen einfach so zack, matzen an der Action ab von der Welt. Früher gab es ein Programm, das ein bisschen mehr lang war beim Descartes. Und es sind auch verschiedene Elemente, die am Anfang sind verschwunden. Ich meine, ich dafür just ein Resümee, das braucht ihr nicht mehr zu lernen. Wenn du willst, dann Descartes aus einer Situation, wo er den Cogito gefunden hat, hier nutzt ein Kriterium, den ihm erlaubt, so Ideen, die genauso klar sind wie der Cogito, stimmen. Aber hier in der dummen Situation, dass er außer dem Wissen, dass hier etwas ist, solange er denkt, dass er eine Sache ist, die denkt, geht es am Anfang gut nicht. Und damit läuft man nicht weiter. Descartes wollte ja am Anfang auch kein Skeptiker kommen, die wollte weisen, er guckt, da tut etwas, eine Basis, wo man eine Wurst aufbauen können. Wir haben eine Wurst gefunden, aber wir haben noch nicht einen Trick gefunden, wie etwas drauf aufzubauen. Der Tisch, was Descartes möchte, ist, hier denkt weiter. Und lo geht es ein bisschen fishy, gehen wir so. Boah, wenn wir feststellen, als wahrscheinlich hatten Descartes seinen Text geschrieben hat am Anfang schon seine Antwort auf seine Frage und ihr wollt am Anfang einen Text schreiben, den so fixiert ist, dass ihr kein begründet, was seine Antwort wäre. Das heißt, boah, geht nicht viel kratzen, das ist nicht komplett wasserdicht. Auf jeden Fall, wir haben den Cogito und den Descartes evaluiert weiter an seinem Text und sieht, boah, ich zweifle. Ich weiß aber auch, und ich merke wissen, dass besser wie zweifeln, es gibt die Idee von Perfektion. Wie das sich aber als Cogito nicht perfektes Sinn, aber wie das von einer mich schlechter Sache nicht Besseres kann kommen, kann die Idee von Perfektion nicht vom Cogito kommen. Das ist aber dumm. Boah, wo kannst du dann hier, die Idee von Perfektion kann just von einem perfekten Wesen kommen, und in dem Moment muss es von Gott kommen. An dem Moment muss es Gott gehen. An dem Moment Jackpot, schon mein zweites Prinzip fand. Und dann ja, habe ich als Descartes quasi gewonnen. Weil Gott ist absolut gut, das heißt, Gott kann mich nicht ablehnen. Gott ist das mächtigste Wesen, das es gibt. Das heißt, Gott ist mächtig wie der Malagenie und damit eliminiert Gott eben die Hypothese von Malagenie, weil Gott nicht kennt zulassen, dass man permanent angelohnt gehen. Das heißt, Gott garantiert mir am Anfang, dass all meine Ideen, die offensichtlich sind, dass die auch stimmen. Und da sind wir dann am Anfang angekommen, wenn du willst, beim Wiederaufbau vom Wissen, beim Descartes, mit die zwei Prinzip Premieren, der Cogito und Gott. Und die zwei zusammen erlauben wir dann zu sagen, dass die Ideen, all die Ideen, die ich habe, wenn sie klar und deutlich sind, wenn sie offensichtlich sind, dass sie stimmen. Das heißt, wir haben am Anfang Wissen, was rationell ist. Wir haben aber kein Wissen und wir können unseren Sinnen nicht vertrauen. Unsere Sinne bleiben unsicher. Par contre, unsere Ideen, die sind absolut sicher. Und das ist das, was ich an der Intro schon gesagt habe, respektive in der Intro vom Video. Denn Descartes vertraut der Vernunft, er vertraut dem Denken, er vertraut der Logik von der Welt, er vertraut nicht dem Körper. Und dafür sagen wir eben, dass der Rationalist ist. Am Rationalismus hat er nämlich die Idee, dass die Ideen, die sind schon direkt von Anfang an unserer Vernunft dran, und die sind absolut sicher, die existieren noch unabhängig vom Mensch. Sie sind vernünftig, das heißt, sie sind erkennbar durch die Vernunft, und dafür können wir sie eben kennen. All die anderen Sachen
als sinnliche Erfahrung zum Beispiel ist viel mehr sicher und dafür kann man den nicht vertrauen. Das heißt, als Idee liefern in unserem Funk sicher Wissen und das ganze Rest können wir vergessen und auf die werden die Karte komplett auf der Schiene so eben hier wäre Rationalisten. Gut, was soll ich mal verhalten? Ich prüfe die tut. Alles geht auf vorgestellt, viel zu gucken, ob es nicht geht, was mich stark ist wie ein Zweifel. Charakteristik, die tut 2, 3 vielleicht kennen, wer nicht verkehrt. Sie kommen regelmäßig mal als froh so. Dann Dekuvert vom Cogito, auch wichtig. Das ist ein Punkt, die wird oft schlecht erklärt. Aber den ist wichtig. Und dann hat er eben Kriter de l'Evidence. Das sind die 4 Sachen, die du sollst wissen. Das, was ich nur gesagt habe, gerade wahrscheinlich auch von Ihrem Prof gesagt, könnt ihr euch verhalten, dann sieht ihr, wie die Karte von gut aus. Die hat, weil kommen dann zum dritten Teil, wenn ihr wollt, praktisch Tipps, wie soll ich mich anlehnen, für den Descartes am besten zu lehren. Beim Descartes, wenn wir immer feststellen, in unserem Französisch, das möchten schwer, als sie noch ganz abstrakte Überlegungen, das möchten auch schwer. Und nicht alle Menschen ist unbedingt fähig, viel gut zu erklären. Das heißt, was ich kann und Herz lehnen, ist wie bei allen Autoren, mathematisches Schema, probiert einem anderen Menschen die Karte zu erklären und schreibe ich auch, wenn da nicht ausgedeelt wird von einem Prof, schreibe ich die wichtigsten Sachen raus. Du zum Beispiel ein kleiner Punkt, wo ich diskutiere nicht mit meinen Schülern, andere Prof vielleicht nicht, so wird wie Solipsismus. Denn Descartes, wenn er den Cogito gefunden hat, also in einer Situation gefangen, wenn er will, wo ihr wisst, dass ihr selber existiert, als denkend Sache, als Subjekt, mit alles anderes als unsicher. Und das nennt ihr Solipsismus. Und das natürlich, das muss da können erklären, und da wird auch natürlich wichtig für das Richtige zu schreiben. Ne? Das heißt, all die Leute, wie ihr schreibt, ein Kehr, die hat schon normalerweise alle gut in der Prüfung haben natürlich, mir schreibt die wieder auf ein mathematisches Schema, dass die eine sagt, die zweite sagt, passt drauf, ob Descartes richtig schreiben. Schon all Jahre, ich weiß nicht, wie viele Leute, die mal einen Axon drauf sitzen, die ein S fortlassen oder du ein S fortlassen, oder, probiert dann auch richtig zu schreiben, und ja, erklärt andere Leute. Denn Descartes versteht er am besten, nachdem es da von anderen Leuten vorgestellt gut. Dafür nervt er eher Matmenschen und dann hodert. Ne? Ja, das dem man nicht. Außer lehren und ich Arbeit machen, habe ich halt kein güldenes Rezept. Muss ich nicht mehr durch. Ne? Voilà, dann bleibt man von just beim Descartes nach der Question der Reflexion personell umzuschwätzen. Gibt nicht 100.000 Möglichkeiten. Die erste als sie da mit Descartes aufverstanden, mit seinem Rationalismus. Heute recht, nicht recht. Ich meine, da muss ich ja Gedanken machen, wenn man nämlich guckt, es gibt ganz gut Gründe, für mit Descartes aufverstanden zu sein. 1 plus 1 ist zum Beispiel immer 2. Ich kann meinen Sinn auch nicht immer trauen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz gut Gründe davon auszugehen, dass ein Unrecht hat. Wie könnte die Idee von 1 plus 1 gleich 2 werden an meine Kamera? Ne? Ist das wirklich so sicher? Also nicht so sicher. Weil das sind alles Sachen, mache ich ein paar Gedanken. Normalerweise müssen auch die Frau können einfach ohne ein Studium an der Psycho und an der Wissenschaft gemacht zu haben, Mist gut. Ne? Dass die eine Sache, die zweite Sache, die kann kommen aus zum Beispiel, also man Descartes auch verstanden, dass der Cogito absolut sicher ist oder dass der Cogito an einem Solipsismus ist. Das heißt, dass sie am Anfang dann so Frauen, die könnte kommen, eine Frau, die natürlich auch oft könnt, als zum Beispiel werden Descartes mit folgende Aussage verstanden, weiß ich, dass ich am Gange sind, Stück Apple Kuchen zu essen. Also das froh ich. Weißt du, dass ich am Moment nicht am Gange sind, Stück Apple Kuchen zu essen. Nee, ich weiß, das ist nicht mega. Am Examen könnt die Frau regelmäßig, was wäre an der Situation, wo ich etwas Sinnliches mache, gebe eine Karte, dass ich das weiß oder dass ich das nicht weiß. Wenn ich zum Beispiel als Frau gebe, dass mit einem Stück Apple Tart, wisse, dass am Gang sind Stück Apple Tart zu essen oder nicht, was gibt die Karte so? Die Karte gibt natürlich so, nie wir wissen nicht, weil das etwas Sinnliches. Ich kann meine Sinne nicht vertrauen. Ich weiß also nicht, ob das Stück Apple Tart real ist oder nicht. Wenn nicht, will heißen, dass das Stück Apple Tart nicht real existiert. Wir wissen die bestimmt nicht. Selbst, wenn das Frau gibt, wissen ob die warm ist oder kalt. Das Filter, ihre Körper filtert, das ist sinnig, das heißt, die können das aus sich nicht wissen. Die filtert, aber die können nicht wissen. Ja, das heißt, am Großen und Ganzen sind so die frohen 100.000 Möglichkeiten gibt es nicht. Dafür mache ich da ein paar Gedanken. Es gibt par contre eine fundamental froh, die manchmal nicht am Examen könnte, was ein bisschen schwer, die kann aber kommen. Wenn man nämlich guckt,
Und das ist ganz wichtig. Drinnen die Karte, wie wir möchten spulen.